Mahlzeit, meine Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute haben wir uns ein Auto rausgesucht, in dem wir heute simulieren möchten. Ja, was kann man eigentlich alles in so einem Auto transportieren? Das ist ein Renault Megane. Wir haben natürlich auch schon wunderbare, tolle Sachen gefunden, die wir heute in dieses Auto verlasten müssen, weil das wird dringend auf der Baustelle benötigt. Dazu kommt natürlich die Ladungssicherung, wie man es so kennt, ganz normal. Also da werden wir natürlich ganz offiziell hantieren. Anschließend ist es dann Sinn, zu prüfen, was überhaupt passiert, wenn man ein Auto dermaßen überlädt. So, wir messen jetzt einfach bis unterkante Kotflügel. Das wären dann 720 mm. Vorne wollen wir das Ganze natürlich auch prüfen. Ne? Wir nehmen dann jetzt natürlich auf einen Zentimeter nicht genau drauf an, aber hier sind 680, also 680. Also wir können uns das auch eben notieren. Genau. Wir haben keine Lakratze einstehen, da machen wir eben den Staub hier mit der Hand weg. So, nun kann das auch jeder nachvollziehen. So, wollen wir mal eben, ja. Aber wir werden vielleicht ein kleines Problem bekommen. Das Auto mit einer Klapptür wäre natürlich viel geiler. Oh, die Lüfterkarten sind noch so, wie man sieht, da kriegt man schon einiges rein. Ich bin gerade auf dem Bauhof, ich muss eben Betonrohr abholen. Oh, pack mein Dreh! Das ist gut! Ja. Ich glaube, ich brauche noch etwas kleines Rohr dann auch noch. Also ich glaube, da können wir eine Fahrt sparen. Bisschen darüber! Stopp it! Du hast noch 2 Zinken, ja! Stopp! Die Scheibe ist gleich kaputt! Da und die Zinken mal zusammenschieben! Kuckuck! Können Sie einmal diese Klappe festhalten, dann gucke ich mal, wie weit er noch kann. Der sitzt ja schon vorne, oder? Also biet's an. Ja, da geht, das ist super so. Ach, guck mal, herrlich. Ich messe mal eben, was da noch reingeht. Mattenloch. Brauchen wir noch was? Ich hätte vielleicht noch was. Ja, eine 50er hast du auch noch da? Eine 50er? Ich hab noch eine Wagenschwelle, die ist ein bisschen schwerer. Aber wir können also kleine noch neben schmeißen. Also ich glaube, das geht noch. Wenn wir den noch ein bisschen rüber Die Tür kann man auch auf der Seite noch einladen. Nee, ne Rohr! Das geht in die Hose! Das geht doch in die Hose, Blatt! Schieb die mal ein bisschen hier rüber! Der liegt noch nicht richtig! Soll formschlüssig sein, ne? Da fährt gleich wirklich nichts mehr! Harte Blockage, sag ich dir! Und dass der Schrotthändler nach Kilos abrechnet. Ja, das stimmt! Ja, aber es fällt doch kaum auf, oder? Ja, jetzt passt noch mehr rein! Da geht doch noch was! So ist er nicht! Der erste war schon was von 720 auf 590 runter. Hat er noch Federweg, oder? Und andere Seite ist noch schlimmer, ne? Hier ist Das ist gut, da geht noch. Gut! Etwas Deipe? Aber keine Kratzer da reinmachen. Bist du hier? Ja, wunderbar! Ist genug! Hier, rausfällt, ne? Oh, Stoppwind! Ja, immer platzsparend laden. Mhm. Ja, hier haben wir auch noch Platz für Klinker ohne Ende. Ich glaube, die Reifen hat nur ein Bar Luft. Irgendwas stimmt da nicht. Aua. Zwischenfazit, mein Lieben. Verloren.
Aber dann haben wir vorne noch ein bisschen zu hoch. Hab ich die? 550. Bruder, komm jetzt! Nochmal wieder 4. Luna! Da bist du ja. Heute darfst du mal nicht mitfahren. Wieder noch was, aber schon Ende. Erstmal testen, oder? Bevor wir jetzt noch mal fahren. Lad auf die Scheiße. Lad auf! Schwammige Seitenlage. Oder bretthart. Das ist ein neues Tuning-Kit. Also wir haben jetzt hier Sportfahrwerk eingebaut, wie man sieht. Federt nur noch übers Gummi. Sehr gut. Jetzt. Ja, komm jetzt! Mach doch noch mal ein bisschen Luft drauf. Sonst gibt's Ärger von der Polizei. Du hast schon eins verloren. Ja? Oh. Wenn die Masse einmal in Schwung ist, dann driftet das einfach nur noch so. Da ist nicht der Rad. Ja doch, auch. Ja, da ist ein bisschen Gras zwischen. Egal, wie das Blatt Fahr mal rückwärts. Weißt? Ja. Verlierst deine Ladung, du hast das zweite verloren. Ja, oh. Anlieferung war da, wo das Loch ist von dem Pferdeanhänger. Oh, Da solltest du hinliefern. wollen wir da einmal durchfahren? Ja, Dann begib dich doch mal hin. mach ich. Gut, Stefan! Warum lädt das Ding denn nicht? Die läuft nicht ohne Powerbank. Kacke. Wow. War der Reifen? Das Rohr ist eigentlich weg. Ich glaube, der Reifen hängt. No, ist weg. Stefan! Wo ist ein Bordsteinschramme? Du meinst ja nur eine kleine Schramme ist.
Starterplatten. Eieiei. Uiuiuiui. Ja, das hing da vorne im Radkasten eben. Renault läuft nicht mehr. Woran hat es gescheitert, Stefan? Keine Ahnung, Lichtmaschine, ist alles am Blinken, dann geht die Karre wieder aus, der läuft nur mit der Gerät, mit der Powerbank. Ja, oder ist das einfach nur Schade. markenabhängig, Ja, dass das jetzt einfach nicht mehr läuft? ich kann einfach keine Haben die Scheiße fahren. Sensoren da drin, Ja. das überlastet ist oder so? Überlastungssensor, der schlägt gerade voll aus. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem sehr viel Spaß beim Zuschauen. Lasst einen Kommentar da, abonniert uns weiterhin fleißig. Lasst einen Daumen oben da. Instagram, Facebook, ihr kennt die ganze Geschichte. Wenn wir diesen Motor noch wieder an Laufen kriegen sollten, haben wir natürlich auch schon wieder die eine oder andere Idee aus unseren vorherigen Videos. Also, wer das nicht weiß, schaut eben einmal rein. Dann wisst ihr, welche Rubrik wir da ins Leben gerufen haben. Und jetzt geht das Auto hier weg. Ja. Ciao. Ciao.